Mm. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer Knödel liebt, der mag es nicht bloß zur Schwammersuppe oder zum Schweinsbrot oder sonst irgendwo, der mag auch welche übrig bleiben. Vielleicht gerne einen Essignädel, einen Knödelsalat. Und den werde ich heute machen, der ist ganz einfach. Ich habe Knödel vom Vortag. Ja, ich habe da 5 Knödel, Semmelknödel, sehr schöne, gute Semmelknödel. Dann habe ich ein Dressing gemacht aus 6 Esslöffel Öl, 5 Esslöffel Essig. Dann brauchen wir etwas Salz, etwas Pfeffer und keinen frischen Schnittlauch habe ich nicht. Ich nehme einen getrockneten Schnittlauch. Und ich habe 1,5 große Zwiebeln, weil ich will viele Zwiebeln haben. Und das Ganze werden wir jetzt ganz einfach neu schneiden. Die Knödel werden wir schön halbieren. Und ich tue es in Vierteln. Und dann schneide ich ungefähr so, ja, 5 bis 8 mm dünne Scheibchen runter. Einfach so Scheiben, so Viertelmonde. Essignödel ist was Feines und sehr lecker. Nicht nur im Sommer im Biergarten. Ich mag es auch jetzt im Winter, weil wir haben da Schwammersuppen gehabt. Und ich mache grundsätzlich 5, 6 Semmelknödel mehr, weil es dann einen Knödelsalat gibt. Und das ist einfach so lecker, wenn der richtig durchzieht. Das ist der absolute Knaller. Und den machen wir jetzt. So, ich schneide jetzt die ganzen Knödel da so in diese Stücke. Das dann schön in die Schüssel. So, wenn wir den Knödel fertig geschnitten haben, ein kleiner Tipp, ich mag den Knödel dazu, also kalter gerne, so zum Naschen. Ein kalter Semmelknödel schmeckt immer geil. So, und da habe ich dann richtig große Zwiebeln. Und die schneiden wir jetzt ganz einfach so in Halbmond. Scheißen wir dann rum. Schneiden wir einfach so. Oder einfach so kleine Stückchen. Also die Zwiebel ist fast zu groß, da machen wir keine Halbmond, da machen wir Viertelmunde. So wie bei den Knödeln. Essignödel, schnell und einfach, es ist wirklich schnell zubereitet. Das ist ein Gericht jetzt für 4 Portionen, reicht locker. Und übrigens, ich muss noch mal korrigieren, das Dressing habe ich für mal 2 genommen. Also 10 Esslöffel Essig, ich nehme aber Apfelessig, dann 12 Esslöffel Rapsöl und 4 Esslöffel lauwarmes Wasser habe ich da noch drin. Dann löst sich das sehr gut oder verbindet sich gut und das wird dann da drüber gegossen. Zwiebel ist drüber geschüttet, richtig schön drüber, feine Zwiebel. Dann tun wir noch das Dressing ein bisschen mischen.
Also wie gesagt, das kann jeder selber verfeinern. Wenn einer nicht so viel Essig mag, dann nimmt er 4 Esslöffel Essig und 6 Esslöffel Öl. Aber das ist das Grundrezept, wo man nichts falsch machen kann, von bayerischen Essignüdeln. Das tun wir jetzt einfach richtig schön drüber gießen. Dann ein bisschen salzen. Das reicht. Ein bisschen pfeffern. Das ist jetzt schon der absolute Knaller. Ein bisschen den Schnittlauch drüber. Das Ganze dann jetzt ein bisschen durchmischen. Ja, am besten schmeckt er, wenn der ein bisschen durchzieht. Ich sage jetzt einmal so 4 Stunden im Kühlschrank. Und dann nur leicht drunter heben das Ganze. Da ist jetzt kein Problem, das sind feste Semmelknödel. Da kann man schon mal ein bisschen rein gelangert, da fehlt nichts. Und das war es eigentlich dann schon. Das ist eigentlich alles. Machen wir noch ein bisschen Schnittlauch drüber. Also so schaut das aus. Also wirklich eine geile Mahlzeit. Essignödel, Knödelsalat. Probiert es aus, macht es einfach mal nach. Essignödel, schnell und einfach. Viele mögen Essignödel, manche mögen es nicht. Das ist überall so. Und ist einmal was anderes wie ein Wurstsalat. Ja. Der kann das richtig schön durchziehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Auf einen Daumen nach oben würde mich freuen. Schreibt so schöne Kommentare rein und probiert es einfach aus. Rezept, die Zutaten besser gesagt, wie üblich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Video. Helmut, die Anker Filmschmiede. Also habe die Servus, macht es gut. So, und jetzt tun wir das im Kühlschrank. Jo, jetzt ist er fertig. 2 Stunden habe ich ihn jetzt im Kühlschrank gehabt. Der ist richtig schön durchgezogen. Richtig schön. Kann man bloß mal kurz aufrühren. Der Duft, Essig, schmeckt wirklich geil. Echt Wahnsinn, echter Wahnsinn. Dann jetzt ein bisschen was raus. Schaut sehr lecker aus. Und ich werde sagen, ich lasse mir das jetzt schmecken, ich probiere mal. Bier dazu. Der Zwiebel ist auch schön durchgezogen. Einfach nur der Knaller. Also kann ich nur jedem empfehlen, macht es noch Essignödel oder Knödelsalat. Ich sage immer Knödelsalat. Wie gesagt, die ganzen Zutaten unten in der Videobeschreibung und lasst ein Abo da, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und würde sagen, macht es noch, probiert es aus, es ist der absolute Hammer. Mehr sage ich da nicht. Prost! Mir wurscht, ich lasse es jetzt schmecken. Das ist so geil. Servus.